Herzlich willkommen, liebe Leute, hier im Doc für eine neue Emission «Der Blick auf Europa». Wir haben diese Woche zu Brüssel eine Straßburger-Woche vorbereitet. Das ist als Plenarsession Nummer 2 für das Jahr zu Straßburg. Und da sind natürlich die Aktualitätssujets sind natürlich behandelt worden. Flüchtlingsproblematik, VW-Aufgasskandal, all die Sachen, die im Moment an der Aktualität sind, auch natürlich Wirtschafts- und Währungsunion, Vertiefung davon, die Krise im ökonomischen Bereich, Wachstum, Arbeitslosigkeit, das sind die wichtigsten Themen, die uns im Moment beschäftigen. Aber muss ich noch sagen, dass auf ganz vielen anderen Bereichen auch weiter geschafft wird. Und das geht ja eigentlich im Moment ein bisschen vergessen. Natürlich an alle Komitee gëtt jo awer an all Ausschuss gëtt weiter geschafft op verschiedene Sujeten an dat völlig der mat der pur erläuteren fir das Worlo wat wirklich wichtig a Mengen en wichtige Suje sinn. An ich wollte mal aufhängen eigentlich mat enger Plattform géint Schwarzarbeit. Dat heißt, hunn ich selber mat drauf geschafft an der Kommission Emploi et Affaires Sociales. Das fir do eng besser Zusammenarbeit zu kreieren zwischen den Ländern fir gegen Schwarzarbeit, fir gegen illegal Arbeit am Fond 4 zu gehen, die nicht deklariert Arbeit, die jo engerseits den Memberstaaten, also den Ländern, viel wo viel von Steuern verloren gehen, andererseits aber auch die Betriebe eine unfair Konkurrenz durchstellt, und natürlich auch den einzelnen Beschäftigten selber, die einerseits Sozialleistungen verlieren, andererseits nicht den Arbeits- und Gesundheitsschutz haben, den sie eigentlich müssten haben. All europäische Bürger gëtt am Prinzip 200 € pro Jahr aus für die Schwarzarbeit. Und das ganz oft am Bausektor, das auch daheim an den häuslichen Denkster. Und das natürlich auch ganz stark an der Gastronomie. Das sind ein bisschen die Bereiche, die am stärksten betroffen sind. Und es geht am Anfang darum, für die europäische Zusammenarbeit besser zu machen. Einerseits für den Informationsaustausch, zweitens aber auch für Programme aufzustellen und dann natürlich auch für Kontrollen durchzuführen. Das heißt auch für die Inspektoren besser zu formieren, grenzüberschreitend zu formieren. All die Sachen gehen an dem Programm durchgelöst und das, wie gesagt, unter der Lützeburger Präsidenz nach ein Erfolg gewirkt. Und das ist auch ein Lob, wo wir darüber aufstimmen, für, wie gesagt, gegen die illegale Schwarzarbeit hier zu gehen. Ein zweites Sujet, das ist Biodiversität. Ihr wisst, dass die Europäische Union eine Strategie hat für Vielfalt von den Ökosystemen und Biodiversität, für Programme aufzustellen bis 2020. Wir sind an der Halbzeit gekommen. Und das ist am Anfang Parlament gewesen, weil dort die Initiative geholt wird, zu sagen, komm, wir gucken mal, wo stimmen wir da, was kann eventuell ein bisschen angepasst gehen oder was können wir noch zusätzlich besser machen, wie sie dem gesagt gehen an den einzelnen Ländern. Das ist ein ganz wichtiges Sujet. Da sind nämlich all die Direktiven, die man im Naturschutz zu tun haben. Ich denke an die Vogelschutzdiriektive, ich denke an Habitat. Also das heißt auch Natura 2000 Gebiete. Alles das ist daran ganz genau beschrieben. Und wir müssen schon darauf aufpassen, dass das am Kader von Better Regulation, also von dem REFIT-Programm, wo die Kommission sich da gehen hat, für alle Direktiven mal auf den Liste zu holen, für zu gucken, was können wir da ein bisschen vereinfachen. Wir müssen schon aufpassen, dass da nicht für Substanz etwas verloren geht. Wir müssen, und das hat das Parlament auch klar an diesem Bericht ausgedrückt, für zu sagen, es darf nicht zu einer Abweichung kommen, es darf nicht zu einem Verlust von inhaltlicher Substanz kommen. Au contraire, wir müssen die Sachen da ganz stark weiter promovieren. Das ist dann natürlich, wie gesagt, nicht nur der Halle von den Ökosystemen, aber das ist auch nachhaltig Fischerei, die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, all die Sachen sind daran beschrieben. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Sujet. Und das ist auch für daheim etwas, was ganz stark an den Vordergrund gerückt ist, also aufgrund von den Organisationen Natur und Umwelt und auch vom Mouvement Ökologique. Das heißt, das sind aber schon Organisationen, die auf so Sachen aufpassen und mit Recht auch darauf hinweisen, dass da, wie gesagt, auf Substanz nicht verloren geht. Ein drittes ganz wichtiges Sujet ist Handelsverträge, die wir haben. Wir sind am Gang, TTIP, CETA, TISA, das sind im Moment die Reizwerte, die die Öffentlichkeit dominieren. Mit Recht gebe ich so, und da gehen zum Teil untransparente Verhandlungen geführt, besonders was TISA angeht, besonders was TTIP angeht. Das ist beim TISA aber just ähnlich. Das heißt, beim TISA, wo es ja
Liberalisierung von Dienstleistungen geht, vom Handel mit Dienstleistungen. Da hat das Parlament Transparenz gefroht und hat die Transparenz auch gekriegt. Hier wir als Europadeputiert können regelmäßig die Verhandlungsdokumente gucken und auch die Öffentlichkeit kann sich über ein Online-Portal da anklinken an all die Dokumente, die Laien dort zur Ansicht. Das ist ein großer Success gewesen an den TISA-Verhandlungen, wo Viviane Reding den verhandlungsführende Position als Person vom Parlament, Berichterstatterin für, wie gesagt, die Verhandlungen zu feiern. Die Europäische Union plus 22 andere Länder, die 70% vom Handel mit Dienstleistungen ausmachen, sind da am Gange, wie gesagt, darüber zu verhandeln. Das ist so, dass wir als Parlament darauf hingewiesen haben, Gefahren, und dass wir auch für uns sind da doch ganz klare Eckpunkte, ganz klare Rotlinien. Es geht da einerseits um den Arbeitsschutz. Das heißt, alles, was Arbeitsverträge, was Konditionen sind bei der Arbeit, auch von den sozialen Bedingungen, von den Kollektivverträgen zum Beispiel, alles das ist für uns eine rote Linie, darf nicht touchiert gehen. Konsumentenschutz, alles, was da für den Konsumenten, die Bestimmungen, die wir haben, dürfen nicht touchiert gehen. Dann natürlich auch auf der einen Seite Kultur und öffentliche Dienstleistungen wie Education, Gesundheitssystem zum Beispiel, müssen da auch rausgeklammert gehen. Das sind, wie gesagt, die Hauptpunkte. Natürlich auch Datenschutz, etwas, was für die Europäische Union ganz wichtig ist. Das an Kultur, hatte ich das schon gesagt, müssen da ausgeklammert gehen, dürfen, wie gesagt, nicht daran mitverhandelt gehen und dürfen noch da als ein hohen Standard, die wir hier in Europa haben, dürfen da nicht drin leiden. Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Sujet. Ich meine, dass wir hier als Europäisches Parlament einen ganz guten Rapport gemacht haben, den auch schon am Komitee mit einem hohen Resultat aufgestimmt ist. Und noch hier am Plenum wird wahrscheinlich mit einer hohen Majorität den Niederschlag haben. Nach einem Sujet, den auch diese Woche zu Straßburg auf Tapet kommt, das ist als Handelsbeziehungen mit China. Das ist auch ein ganz wichtiges Sujet, weil da geht es nämlich um den Status, den China hat im Moment. China ist 2001 dem internationalen Handelsorganisation beigetreten, kann um Markt teilholen. Natürlich unter gewissen Bedingungen für die nächsten 15 Jahre. Das ist keine freie Marktwirtschaft gewesen. Und wir sind noch der Meinung, dass es noch keine freie Marktwirtschaft ist, dass da ganz mit verstoppten Hilfen geschafft wird, dass eine Art Dumping betrieben wird, besonders am Stahlbereich, aber nicht nur. Das kommt, wie gesagt, zu Straßburg auf Tapet, weil die 15 Jahre, die laufen nämlich Ende des Jahres laufen die aus, Ende 2016. Und da stellt froh sich, was für ein Statut, das China demnächst kriegt an den Handelsbeziehungen. Das wird, wie gesagt, großen Niederschlag haben. Und ich will von dieser Gelegenheit profitieren, für eine Konferenz aufmerksam zu machen, die wir dann haben, als die 3 CSV-Deputierte, Viviane Reding, Frank Engel und ich selber, den 18. Februar an der Uni Belwald Campus. Das heißt, wo wir genau darüber angehen, einerseits chinesische Relationen, andererseits die Handelsbeziehungen mit China und natürlich auch der ganze Sozialbereich, den man zu dienen hat, wie viele Arbeitsplätze das an der Stahlindustrie und auch an anderen Sektoren im Moment bestehen, was da eventuell kann geschehen, wann sie den Status da kriegen. Also das heißt, wir gehen da an der Konferenz wirklich am Fond auf die Problematik an. Und ich will von dieser Gelegenheit profitieren, für Ihre Stoffe schon herzlich zu invitieren. Das letzte Sujet ist dann das Auflehnen von dem Akkord, den die Kommission getroffen hat mit dem Conseil über die Aufgaswerte. Wir sind als Parlament da gar nicht zufrieden damit. Die Kommission hat am Anfang mit dem Conseil zusammen eine Position daraus gesicht, die der Industrie mehr Zeit zu lassen, für, wie gesagt, die Schadstoffe da ob die Werte zu kriegen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das geht als persönlich, die ein bisschen mehr umweltbewusst sind, geht das persönlich nicht durch. All der leiden immens viele Leute durch gesundheitliche Probleme, leiden, wie gesagt, unter den Aufgasen. Das ist nicht nur CO2-Emissionen, das sind besonders die
Wirkstoffen. Dafür muss so schnell wie möglich eine Regelung von gehen, muss neue realitätsbezogenen Tester gemacht gehen, müssen die Werte, die wirklich an der Euro 6 Norm vorgeschrieben sind, müssen angehalten gehen und dafür werden wir uns ersetzen. Darüber wird das Sujet, den ziemlich komplex ist, werde ich an einer von den nächsten Sendungen ein bisschen mehr genau informieren. So, ich das merci für das Nachgucken und ich freue mich auf die nächste Woche.